willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy Luxemburgs feines Metal Podcast. Haut so auf, wie es just beim Piz. Ich fuhren haut weiter mit eisen Uncovered-Episoden, wo wir immer mal mehr, mal Männer bekannt Bands durchschwellen. Ich wollte heute bei dir über eine Band schwätzen, die mir persönlich viel um Herz leid, die mich viel durch meine Zeit als Metaller begleitet wird, und das war Cannibal Corpse. Denn wahrscheinlich, der wahrscheinlich größte Numm an der Death Metal Szene. Ich meine, sogar Leute, die absolut kein Death Metal lauschen, haben definitiv den Numm Cannibal Corpse schon hören, gesehen, gelesen. Gibt unendlich viel Merch von hinten. Also, das ist definitiv ein größter Numm. Natürlich, wenn eine Band auch so große Nummern hat, kommen da natürlich auch viel Kontroversen. Ne? Und Cannibal Corpse sind schon bekannt für Kontroversen. Ich meine, müssen sich hier ziemlich brutal Album-Artworks schon gucken, oder die ziemlich, zum Anfang zeitlich misogyn und heavy brutal Texte, haben sie sich einen großen Numm gemacht. Gouf auch eng Zeit, wo den mit Nungscher, wo viel amerikanische Politiker probiert hat, den Cannibal Corpse komplett zu bannen. Natürlich ohne Erfolg. Mat die bekanntesten davon waren den Al Gore und noch viel mehr dran sind Frau Tipper Gore. Hat ein ganz Kampagne dummes gestartet gehabt für Rock- und Metal-Bands zu bannen, und das die wirklich am draus gehen. Im Endeffekt, das Innenstadt zu dummer der Wurst tun der Band nach einem groß Reichweite zu gehen und noch mehr bekannt zu machen. Dafür gibt es so ein Merci dafür. Da eine ganze Reihe von Ländern auf der Welt, wo Cannibal Corpse zumindest zum Teil trotzdem gebannt sind, unter anderem Russland, Australien lange Zeit. Und sogar in den europäischen Ländern, Deutschland, sind eigentlich noch immer die ersten 3 Albume um Index, wenn ich mich nicht irre. Ja, bei all dem kann ich natürlich behaupten, dass sie den größten Numm gemacht haben. Bei seinem großen Numm natürlich auch könnt viel Kritik, teilweise auch von Fans selber, weil hier schon oft her den oder Basszunge behaupten, Cannibal Corpse, ja, das sind die, wo alle Album selber klingt. Und oft gehen es auch so als DC/DC vom Death Metal bezeichnet. Also Vergleich, ja, kann ich verstehen. Ja, da kann ich noch über viele andere Bands behaupten, wie wird die Schwarzmühle haut nicht. Mein persönlich Meinung dazu ist, also ich fand, ja, Cannibal Corpse hun seit bald 30 Jahren ihren knallharten Death Metal Sound durchgezogen, aber hun nicht Menge Meinung dabei immer fertig spricht, aber auch interessant an frisch dabei zu bleiben. Und ich fand, das mischt aus. Also ich kann sowohl die Allsachen als auch Violence Unimagined lauschen, den für uns 2 Jahre rauskommen ist. Und bleibt mich nach immer weg. Ja, ich gebe so, und können vielleicht mal ein bisschen über die Geschichte von hinten erzählen. Cannibal Corpse haben sich 1988 Buffalo, New York, gegründet gehabt. Von unter anderem dem Alex Webster und dem Chris Barnes, just 2 Namen zu nennen. Der Chris Barnes kommen zurück, den ist auch bedeutsame Nummer an der Heitergeschichte. Obwohl sie aus Buffalo kommen und sie sich dazu entschieden, Florida zu ziehen, weil gerade dort den Death Metal mega geboomt wird in der Zeit. Durch andere Größen wie Death, Obituary, Morbid Angel, ich meine, die kennt die Story. Und dadurch erzählt Cannibal Corpse indirekt auch zum Florida Death Metal Mod. Sein ersten Debütalbum kommt dann auch schon direkt 1990, Eaten Back to Life. Ein Album, den nicht schlecht ist, den damals auch schon an der Underground Florida Szene viele von den Schwätze gut hört. Aus heutiger Sicht ist es definitiv nicht der beste Cannibal Corpse Album. Das merkt ihr, wenn ihr lauscht, noch viel Thrash Metal Nuancen dran, das viel. Kann ich so, dass Slayer influenziert den Ball voll, aber das Ball voll durch den Chris Barnes, seinen krassen Worldgesang, also die definitiv schon in eine Richtung. Ich meine, dafür auch schon nämlich zu vergleichen mit Death, die nach mehr ein Relax-Shin geführt sind an dem Genre. Aber es hat schon etwas. Und, das ist auch noch so weitergegangen mit Butcher at Birth. Ich meine, auch starken Album, von der Soundtechnik, gut von der Produktion, wird, ich denke, vieles gebessert.
dann kom hireieren sech éichte grossen Hitsalbum kann ich bald soen Tomb of the Mutilated den dat Album mat ihrem gréessten Hit Hammer Smashed Face spengen iwre kennt dat Lied an dat Lied das absolut awesome das schliebet alles in dem Lied hautdach das ja perfekten brutalen Death Battle Song zu der Zeit dann natürlich und anders zu gefordert zu einem großen Erfolg von der Band auch jeweils außerhalb vom Death Metal und zwar hat kein anderen wie Jim Carrey hat Band entdeckt gehabt und er war so insgeheimen Fan von so extremer Metalmusik gewirrscht wahrscheinlich echt aber absolut bizarr an skurril von hört aber die Band kommt vom heieren an die Zeit war dem Dreharbechten von Ace Ventura umgangen an hier wollt Band an seinem Film hun und an dem Film hun an so hast doch zu kommen Cannibal Corpse sind haut am Ace Ventura zu gesinn und ich fand doch immer abstrakt aus Gerill auch jetzt ich 10 gesinn wohin du an die Konzertshall geht an Hammer Smashed Face fängt nur mal spielen das einfach witzig lächerlich an mega geil gleichzeitig und das war natürlich da tut's nach dem was ein gutes Stück rausbricht Punkte erfolg ich meine du waren auch dann Medien ob es bekannt ging an wie ich wieder erwähnt und eben noch verschiedene Politiker die so gut schwärzen waren ne mehr kann definitiv so ein Cannibal Corpse hatten hier wie auch gelöscht an war bei zu stoppen nur kom mal bis haut eigentlich Favoritenalbum von Cannibal Corpse das The Bleeding ein Death Metal Album den so brutal gleichzeitig so catchy als den so gut an Dauer geht an dem Chris Barnes sein Gesang auf dem Album als teilweise obwohl so ultra David Grohl Grohl Gesang aus her den Teilweise was singt also ich fand die 90% natürlich waren die Zeit auch ein immens gute Sänger gewesen drauf kommen wie spät schwärzen an obwohl das Team gerade so großen Erfolg war du etwas geschieht was so richtig herausgesehen hat nämlich hatten sie sich von Chris Barnes getrennt gehabt weil sie größtenteils andere Aussichten hatten wo et mat der Band sollt higoen sie wollten definitiv eng bis mi eng schnell schinnen goen an hier war net de richtige Sänger dafür der find schon getrennt so en Sänger wie ass immer eng schwer decision für eng Band an kann auch viele schon viele Bands auch schon genick gebracht gehabt ja das riskant sind Schritt gewot an trotzdem aus weiter gehabt der Chris Barnes hat ja nur der Trennung hat hier eng einer Band gegründet gehabt 6 Feet Under die definitiv bei seinem Gesangsstil auch gepasst wird so den slow rhythmischen Death Battle gewirrscht und Cannibal Corpse waren dann mehr op ja mehr aggressiv blast mehr aggressiv sind einfach am größte ganze sie hun auch ein neuer Sänger fand gehabt den George Fisher den du uns auch bei Monstrosity gesungen hört an später hin den Spitznamen der Schwein Dummels hatte schon seinen berühmte Spitznamen Corpse Grinder und ich meine haut das da doch größtenteils worüber wo ein Name genannt wird George Corpse Grinder Fisher und dann haben sie den Album weil rausbrücht und natürlich waren Leute gespannt wie ersten neue Sänger an nur definitiv aufgeliefert ich meine direkt auf dem echten Lied die Wort bei Vermin und ich möchte ihren Hischdet fängt mit einem arschgeile Scream vom George an ab dem Moment ja da ist das Geschichte für Cannibal Corpse aus weitergegangen man Corpsegrinder als Sänger ja kann natürlich diskutieren was war der bessere Sänger war der Chris war den George das ist schwer zu sagen ich denke einfach auch dass der Corpsegrinder besser passt bei das was Cannibal Corpse machen obwohl ich verschiedene von den 3 echten Albumen der 4 echten Albumen von Chris Barnes immens gern hun ja George also war definitiv nicht passend für die Band
Ja, und dann ass weitergang ich menggen kommen eng ganz Reihe Album schulz net all golle oplesen oder opzielen. Gallery of Suicide kann ass natürlich bisschen interessant gewircht. Kommen pur Albumen op die ich lo die schon Album gelauscht schon von sämtlich kenne bekommst Albume gelauscht hat mindestens emol. Du kommen eben eine ganz Reihe von Albumen wo ich so mal sie sind net schlecht, aber ich kin nämlich so bei se trick bis dann 2006 hat Schnaps gedauert gehabt. Da kommt den Album Kill raus und das war ein Album den definitiv ich fand so ein ernst geklungen hört van der immer 1:1 Cannibal Corpse, aber hat mir erfrischenden Sound gehabt. Da war auch schon eine Zeit gewircht du waren ja du war Bands wie Black Dahlia Murder oder die ganz Deathcore 10 war dem boomen an Cannibal Corpse und du gewiesen misonnner immer do an mir können nach immer an ab du fand ich aus drum mébiech opgängen mat hininnen Evisceration Plague den no 2009 arschgeilen Album Torture Right Before Black an natürlich 2021 Violence Unimagined alles geil Albumen e-mail wie den anderen an da muss ich fertig springen nur so langer Zeit nach immer relevant an frisch zu bleiben an andere packen dat net an lo kommen enke Trick op de Quiz Band ze schwätzen spengen ich will de gute Mann lo net soviel schlecht reden hummer hin viel zu verdanken iwwer mit den Nungsjorenfle mat even den besten Death Metal Sängeren am Business überhaupt hat wie ich für schon erwähnt hun Albume wie Tomb of the Mutilated an Bleeding du hast der Gesang sensationell drop da kann ich schnell gehen zu aber der man huet an den letzten Jahren net als viel Gutes von sich Schwätze geduen noch net viel grad Gutes gemacht spengen ich persönlich war nie großen 6 Feet Under Fan gewircht das du einfach persönlich Meinung ich konnte einfach nie so viel mit der Band aufhängen spengen sie auch bekannt für die Albumen wo se viel Coverversionne gemacht haben von Oldschool Hardrock Lieder und spengen sie den ganzen Back in Black von AC/DC gecovert gehabt und ja das lustig war enke zu lauschteen aber du der dritte feierte Keier ass dat auch nämlich originell gewircht dann auch das wirklich gutlos beim so das Geschmackssach eben Quizband selber kom op den Incident den für uns Video geschieht ass wo war ein Podcast gewircht Death Metal Roundtable wurde genannt wo in anderem den Corpsgrinder dabei war noch den leider verstorbenen Trevor Sturnett noch der Sänger von Gatekeeper an Undeath ja so dat war eben ugesot as so modernen Death Metal an den Chris Barnes hat der Podcast auch gelauscht hat an wollte natürlich direkt seine Meinung dazu so wird noch gemacht über Twitter an da was nicht so gut umkommen weil net behaupt gehabt dat der Podcast eben gelauscht hat und dat net dat sich dafür gibt schummen weil das dem Death Metal gin as natürlich wird jeder eng freie Meinung und die Freunde doch die Freiheit die Meinung zu äußeren aber wann den guckt wie die Lichtung aus von denen Sängeren die an dem Podcast waren aber wie den Chris Bonds seine Lichtung den letzten Jahre war Spanisch soll als Beispiel 2020 haben sie ein Album rausgepusht Nightmares of the Decomposed an so also ich denke lauscht vielleicht gerade den ganzen Album aber wann der wilt wissen wie Death Metal Gesang net soll klingen dann lauscht zumindest eine das will daran ich muss sagen, das wirklich das einfach nicht gut für Logo noch nicht so viel schlecht zu schwätzen klingt wie wann er gibt stirven dat en positive Sinn war den vielleicht westen da doch nicht dat Fleisch klingt hier für sich selber gut aber dann trotzdem so scheißschwätzen zu go die war andere da das ein bisschen ganz ënneschen Tierrang von wirkte bisschen op mich wie so ein verbotterten alle Mann
den echt wie neidisch als eifersüchtig als ob die junge Generation auch ob der Korpsgwender selber vielleicht schmengen den Nützer immer gesucht dat nie ein Groll gehegt wird gegen Cannibal Corpse weil sie da rausgeheizt hun aber spengen Browsystem Chrisbans sein Twitter-Profil zu gucken an dem Profil steht dran in 1995 Cannibal Corpse changed the name to 6 Feet Under. Keine Ahnung, also den Dude net salty verbattert ass da wie ich auch net net sein Servé gemach op seg Äderweis méi fan dat wat den Haut rëmgëtt ass nemi so erwähnenswert an dann ja da wann dann an segen wie senger Position op anderer Rofschwätzt op einer talentiert Musiker Rofschwätzt voll hin selber sech unbedingt muss pretzen mit dem wat mcht an Spe Prosist begleich man einfach den lechten 60 Under Album wobei ich muss so die anderen Momberen von 60 Under können net dofir spengen sind der Meinung dat och talentiert Musiker sinn an den Chris Barnes sei Gesang wo nimi mischt an wann die lechte 60 Under Album lauscht dat und lauscht dat in der letzten Cannibal Corpse Album Violence Unimagined also dat wat den Chris Barnes wo NRW verloren huet dat hue der Korpsgrund nach immer mengem auch von der Korpsgrund also einfach den tippste könnt sympathisch river weil ich bei wann guckt van den Lo an enger dunkler Stroß trippelt an den Geseiten in den 2 Meter 10 Asian Dudes mat lang ho am Gesicht henken an eng Genick so groß wie mein Bauch dann kann ich mal Angst kreen aber wann den diebsten die dann Interviews guckt merkt den dat war ziemlich ein holsamen Dude ass an Spengen gët Video wo an Walmart ass an do mat Stoffdeieren am Regal spielt das einfach herrlich ge das sympathische Kerl offen net persinnlich kennen mir könnt sympathisch riwer am balle fall hier bringt het einfach hin ass immer geil Cannibal Corpse kommen och lo demnächst an Gagens zwar net der Plötzeburg selber aber ich mein, sie kommen op Antwerpen an op Straßburg an schmengen dat Lust nicht mehr och net entgoen Schatz zwar checker wackel live gesi gehabt aber necke so sie allng in einem Konzert dat gebe ich mal schon gerne gehen an du hier Cannibal Corpse also eng Band die viel diskutiert gëtt viel diskutiert gin ass Menge Meinung no ginn se hirem Numm definitiv gerecht an sinn eng starke Schicht handelt sech an viel stark Album handelt sech an ja vermch Cannibal Corpse ass na eng von den geilsten Death Metal Bands die dubausen an Business überhaupt sinn an dat wird nach pro Joer se bleiwen dufir wann de Stadt will ginn kann ich dem Noden van der Extremmusik gern huet Death Metal gern huet gidech Cannibal Corpse dats der Wert an der Stecke mat dem Satz kënnemmer verhaut an ons los geht der Schluss kommen ech so nech Merci fir no Lachteren an Mehieren ist nextrem bei Comedy auf